Gedenkregel die ich hun bei alle gute Menge Filme wann net eng krass gaff für Tournage geschieht wann net eng krass Sache, wie du geschieht wie sich das Film scheiß gibt. Willkommen beim 35M Elevator Pitch. Es sind den Emil und ich sind der Fabian. An haut mal Regisseur auf Besuch, der wei kaum in anderen für gut Stimmung an der Lützeburger Kinosaal gesucht hat, dass die Kreativforce an dem Superjump der Felix Koch. Der Felix hat aber noch viel mehr zu bieten, wie just als ein nationale Case hält. Mehr wie 15 Jahre Erfahrung hat ihn lo schon an der deutschen Television mit Actionserien wie Balko und Großstadtrevier auf vielen anderen Formate. Nicht nur Wäschen, wie das lebt, wenn er bei einem Filmset geballert geht. Nee, hier weiß auch aus eigener, blutiger Erfahrung, wer die mischt, von seinem Hauptschauspieler sich 400 laufender Kamera ein Messer durch die Hand sticht. Als Gespräch mit Felix war höchst interessant, auf vollgepackt mit Tipps und Motivation. Dafür lo viel Spaß mit diesem nationalen Superheld an der Regie, dem Felix Koch. Salut Felix. Salut. Wie geht dir? Gut. So, komm ich fange lo mal einfach 4 Runden. Ja. Wo könnt dann die Left für den Film? Wo könnt ihr hier? Hast du vor ganz kleinen Mund schon gewusst, was du willst machen später am Leben? Oder bist du irgendwie quäst du rangerutscht? Gibt 2 Geschichten do. Die engen als effektiv an der Kantheit. Wie ich klein war an Primärschulgang gesehen und ich nie dir von Tele gucke. Ich wüsste dir von Zahn mit der Maus gucken. So ist nicht. Voilà. Das heißt, mir Schulhafen so alle guten Albert Spence und Terence Hill geguckt und so weiter. Und ich konnte über die Match schwätzen. Und ich immer müssen verlehen, ja, voilà. Mir tut nicht gedingt, mit Mom war du gehen, hat gesagt, geh raus spielen, mal etwas, die ganze Zeit Tele geguckt. Was sehr gut war. Me, du hast wie viel Show zu mir als ein Videothek abgegangen. Und meist wird Videothek nach so, mir mittags, also nur, wenn die Show fertig war, um 12, sind ich immer an die Videothek gegangen und haben Cover geguckt von den Kassetten. Und die Leute, die sich erinnern, an Nachtshow waren, also gerade bei der Bud Spencer und Terence Hill Filme, dass sie handgemolten Affichen, meistens von Renato Casaro, wo der ganze Film auf der Affiche drauf ist. Da habe ich schon mal die Affiche geguckt, schon nicht, habe einen Text gelesen, das heißt, da sind wir schon beim Schreiben, ich gucke einfach die Bilder. Und schon mal eben gemerkt, ob die eine Bilder ist, und da sind ich den nächsten Tag um Schulhafen schon so, jo, da ist du, wo dann das geschieht, und die Auto da explodiert, da sind der Hängematte sitzen, und voilà. Am meistens war das wirklich das, was geschieht ist. Also Affichen haben mich immer mega interessiert, weil da die bei mein Angangsdier war. Voilà. An die Videothek, ohne die Videothek hatte ich wirklich ganz viele Sachen eben nicht gesehen. Ich habe noch die Filme von Goonies und Indiana Jones und alle guten die Sachen, ne? Die stungen einfach. Da ich mal wirklich Cover Nummer 1 geguckt und mich darauf gelos. Aber natürlich wie viel Heim ausgedischt, was da wird geschehen an dem Film. Voilà, das war, wie ich in der Primärschule war, an wie ich 14 Jahre alt war, konnte man an der Schule, also die Geschichte aus 2 Dealer. Man konnte 94, konnte man so eine Aufgabe an der Kunst, eine Affiche zu machen, für die Kulturjahr 1995. Und ich wollte ein Collage machen und mal Cinema-Zeitung kaufen von Dezember 94, weil du so Review war von dem ganzen Jahr. Das heißt, es ganz viele Bilder, ne? Weil alle guten Filme beschwert geöffnet. Und dann habe ich zur Zeitung zerschnitten und die dritte habe ich ganz gelesen. Und ich war mega interessiert. Und an derselben Zeit habe ich als meine Mama kam, hat meine Schwester in Vakanz gefahren. Aber mein Papa und ich waren lange daheim. Mein Papa hat immer Filme abgeholt, die man aber nie geguckt, weil, wie gesagt, ich will nicht auf Tele gucken. Und dann habe ich den Abend, wo sie nicht da waren, haben wir den nächsten Indiana Jones und den nächsten Terminator geguckt. Und das war noch ob Sat1 abgeholt, ungeschnitten. Also das ist auch heftig, die, voilà, ne, wenn beim Indiana Jones, beim nächsten eben so, sie haben das Bundesland abmachen und Gesicht schmölzen und beim Terminator hin du an Herz raschlädt und rausrappt ganz am Anfang für die Leute, die den Film kennen. Voilà, das habe ich da gesehen. Und ich weiß aber, ich bin da so an Bett gegangen und gesagt, okay, das will ich machen. Das will ich machen für immer. Ich will wissen, wie sie das gemacht haben. Und ja, also ganz genau den Abend, wie sich da hat er gefangen und hat doch nicht abgehalten. Wow. Also ganz genau den Abend. Ja. Man feiert ja. Voilà. Dann der nächste Vakanz habe ich schon mal geschafft, an der Vakanz so Spielplatz, nur gestracht, so Holz imprägniert, ne, dass es eben nicht musst, wann Tränen, dass weiter. Und ich habe so 4 Wochen lang gemacht, und ich habe eine echt 8-Kamera gekauft, und ich dann eben da mit meinem Kollegen einen Film gedreht, du kannst auch noch an der Kamera schneiden, weil, also,
ich hatte okay Schnittcomputer an die Sachen kann ich halt nicht vorstellen und voilà, dann auch dann an der Schulmenge Storyboard gemalt am Lateinsbuch also mein Lateinsbuch ist quasi just Storyboard in jedem Text und voilà, sonst mich du so gestaltet an schönen ganz viel eben Cinema-Zeitung gelesen wirklich studiert an der Schwst einfach dann Realisateure kann eben die Filme kann an das war so ein ja das war mein Erweckungserlebnis von so weit. Ja. Und den hörst du viel mal gemacht mit Kollegen zu summen und ich viel mal Kollege gemacht wo ich die Sache probiert und wo ich kam also schon eben noch ja dann das die dritte Sache war doch das so weitergedundet mittlerweile hat rausfand wie man da im Videorekorder Sachen abhüllt ohne das Zölen umgehen ohne das Zölen ablicht egal ich war Alter nur Tele geguckt und heute Videorekorder abgeholt ohne dass ihn da gesagt hat das abgeholt wird voilà. So voilà, düncht daneben relativ krass Film abgeholt und daneben geguckt man nicht war voilà. Also man feiert den konnte einfach schon Tele gucken mehr verschiedene Filme hast eben Kinak sehen also Klassiker muss ein bisschen abholen gucken voilà. Ja, also wie ich Clockwork Orange geguckt um 12 Jahre. Das war wahrscheinlich auch der richtig. Ja, ja. Genau. Okay, der Tisch und den hörst wenn hast du da gemerkt dass Film kein Beruf sind also nicht ein Hobby ist wie hast die Entscheidung getroffen gehen oder wirklich mal feiert sich also 1994 1995 quasi alle guten die Decisionen gefallen schön 95 schon mein Kollege Bob und so hatten wir am französischen Exposit zu erhalten und ein Exposit war Visual Effects gehalten also weil der Störung bin noch an der Cinema-Zeitungen dran stehen da wie Defekte gemacht vorbei Star Wars bei alle guten die Sache mein Kollege Bob hat auch so ein Buch von ILM Industrial Light and Magic die Defekte gemacht für Star Wars für Indiana Jones für Goonies und so weiter und das hat mich mega fasziniert und war 94 war ein gutes Jahr ne das Forrest Gump wo relativ viel Trucagen drauf waren an die Hunden voilà, ich wollte einfach wissen wie das geht und du mich auch da rangeknallt effektiv die echt Sachen die ich professionell gemacht und an der für die deutsche Tele waren effektiv so kleinen Trucagen eben ja mit After Effects wie hast du den nächste Projekt für den du bezahlt gehst was war das 4 und du warst ja noch in den Filmschule gegangen können wir noch drüber schwätzen ja in Filmschule sind mich spät also Filmschule sind ich gegangen du warst 26 okay. Genau für drin und ich voilà, sind an Deutschland gegangen schon du Stage gemacht schon das war Zeit wo Bernd das Brot so durch die Plattform gegangen also ich sind ob schon zumindest den nächsten Longmetragen nämlich geschafft hun als ja, für dich als Stagiaire und dann hunst du nur wie nennen dat Zucht First AD gemacht den voilà, die war zu München an da sind schon Leute kennengelernt dann zu München Appartement geholt und uns daneben do weiter geschafft irgendwann das war auch schüss Chance Stage gemacht bei der Firma die Bulli-Parade produziert an da sagen Firma mit einer relativ flache Hierarchie der Tisch du warst nicht viel bezahlt geben du kannst aber relativ viel Sachen machen das viel Verantwortung gut und voilà du warst du Bulli sehr Regieassistent für eine Zeit ich war dem Tommy Kopfweis der Regieassistent Tommy Kopfweis aus den Bernd das Brot davon hat den eng Firma hat mit 10 Kollegen an einer Scheuer an voilà die hindet mich abgeholt und schon für sie die Sachen gemacht schon aus dem Tommy Hünnisch immens viel zu verdanken genau und dort war so eng Zeit wo viel für tolle gemacht was so ich weiß nicht wie Barbara Schöneberger kennt ja seine Moderatorin hat eng Sendung die hat blondes Gift geheescht die irgendwie nur auf der Telekom aus wo Hannes in Aquarium war mit seinen männlichen Model den du dran Talkshow gewischt waren für so ein Aquarium genau dem er produziert an hat gut nicht von ein groß Show für ZDF der war an du 100 an all Sende gouf dann egal da gelöden so keine Ahnung so Bekerner oder Oliver Welke oder de Bulli oder wenn er immer an all geherrscht konnte ich immer so ein extra von einem Film wünschen den er gut fand am D Film dann Martine no gedreht also so 5 Minuten der Tisch dann weil er schon do eben First AD gemacht der Tisch ich konnte eben alles gesehen ne? Ich konnte gesehen was konnte alle könnten die Leute das also dann immer viel prominenter do schon die prominenter getroffen und gesehen
wie das gemacht gouf, man das Boot nur gedreht am richtige Boot oder so Sachen. So sind die kommen an schon parallel immer probiert mich op eng Filmschule zu kommen, das hat nicht geklappt. Also schon mich so oft bei denen Schule gemeldet, mich bei der bin ich Gold gefüllt, mich Senke gemeldet, weil ich gesagt, nee, ich gebe gerne München gehen unbedingt. Und weil er war mehr gesehen, weil ich aber bei Schule gemeldet und dann irgendwann bei ihnen alle Göttner gelöst und dann Internet dann zum Schluss zu Potsdam geklappt. Du warst 26. Das war der Gedanken der Filmschule. Viele Leute frohen immer bei mir Filmschule, ja oder nee. Ich meine, alle Menschen denken an Antwort darauf. Bei dir, du hast das schon geschafft. Verschiedene Leute, die machen ohne je geschafft zu wollen auf Filmschule, weil sie meinen, das geht ihnen, aber du hast schon Arbeit. Ich hatte schon Arbeit. Ich hätte ganz normal weiterschaffen, auch als Realisateur. Und da ist schon das so, bei verschiedenen Sachen hilft dann einfach eine Filmschule zu holen, weil verschiedene Projekte kriegst du dann eben mir einfach. Also du musst dann eben schon einen richtig guten Lagenfilm gemacht und ohne irgendetwas für das, dass du professionell weiter kannst Kinofilme machen. Die beste Leute auf der Welt zu keinem Filmschule gemacht. Also ich bleibe noch dabei, du musst nicht für Realisateur zu gehen, musst du kein Filmschule machen. Aber das Gute in der Filmschule, und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, und das ist natürlich erstens, du sagst, du warst nicht mehr lang. Das heißt, du sagst, so längst von dir sind ganz viele Leute, die in Kino gerade so wichtig sind, und die auch eine Videothek-Geschichte oder eine Kulturjahr 1995 Geschichte zu erzählen haben. Und eben noch einer Point de vue und einer Film kennen, der Tisch mit denen kannst du nach Kontakt. Und du hast den Luxus, dich wirklich 5 Jahre lang ausschließlich damit zu beschäftigen. Also, dass du wirklich ganz deep an dieser Sache gehst, nicht musst, nicht mehr Filme guckst, nicht mehr darüber schwätzt, viel mehr muss, und eben noch gesagt, wie das funktioniert. Und das ist der Luxus. Bei uns an der Schule, so Filmstudium ist Selbststudium, der Tisch, das, was du mottelst, das hängt eben von dir auf. Ja, das du also, das ist nicht, dass du dich an der Kurse, sondern du bist ein brillanter Regisseur, ganz bestimmt nicht. Das ist einfach, wie du davon profitierst. Ob du die Schule dafür brauchst, nee. Hast du dann natürlich Equipment, mit dem du das kannst machen, ja, das hast du. Mir ganz am meisten das Equipment, was wir halt durchschauen oder ein Handy, den wir an der Post haben, das geht largement durch, für gut Filme zu machen. Also du musst nicht demnach man natürlich auf Filme nachgedreht, weil du auf die Digitaltechnik noch nicht total richtig gefangen. Das ist auch cool, das gemacht zu haben, mehr für Filme zu drehen, zu schreiben. Da gibt Internet, Tutorials, Skillshare, was auch immer, geht largement durch, largement. Mein Filmschule, mein griechische Filmschule, man stand nach der so als 4 Menge Filmschule gewesen. Schon während ich die Bernd des Bootsache gemacht und als relativ, also das ist von relativ populär gehen. Ich hatte dann schon da viele Spieler, Cover, Bücher, Poster müssen machen. Da ich einfach nicht alles machen konnte, da ich schon da Leute beschäftigt, die das gemacht haben, und da ich natürlich alles müssen machen. Ich konnte immer just die coole Sache rauspicken. Und schon aber währenddem ich das gemacht habe und ich keine Musik gelauscht habe, mich schon eben Audiokommentare gelauscht habe. Schon mit der Blu-ray gekauft, dann schon mit DVD gekauft und eben purmal ein Audiokommentar, also ganz viel Audiokommentar von David Fincher, von allen guten Realisateuren. Da habe ich relativ viel mitgekriegt. An der Website schickt mir den Link, wo alle guten Audiokommentare sind. Das heißt, kannst du einfach sitzen auf dein Telefon bis, keine Ahnung, double Speed, und dann kannst du hast du geballten Film wissen. Wie Podcast also. Wie Podcast, ja, genau. Am Vorgeladen Podcast, gleich den Podcast gekauft. Ja. Also, der kann ich wirklich rekommandieren. Das war ein gut Show. Ja, ich habe doch ganz viel gemacht. Ja. Also, das schön, die Belohnung, ne? Du hast das nicht mehr, wenn es beim Streamer, was man endlich süße, genau der Kommentar. Das bei Disney Plus, wenn ich gesehen hast, heinst du, nee, das ist leider fort, das ist schön. Das ist viel für den Blu-ray und DVD. Ja. Das heißt, nur den paar Jahre, wo du zu München geschafft hast, nur den Schule. Was war die ich sagte, du hast du geschafft, während du an der Schule warst, oder war das wirklich, du musst dich auf den Studie konzentrieren, du darfst keine Jobs machen, oder wie es halt gelaufen ist? Du darfst alles machen, was du willst. Das ist cool in der Schule, du darfst alles machen, was du willst. Für mich war das echt eine Zeit, für auf Wursten zu gehen, an ein bisschen vom Leben zu lernen, an Relationen zu lernen. Also das ist nicht nur darum gegangen, okay, wo stelle ich die Kamera hin? Das hat für drüben hat man das schon ein bisschen mehr umgehen. So. Bei anderen Leuten ist es umgedreht. Aber ich hatte die Chance, dass die Ravioli, der Kurzfilm Lux Filmfestival gewiese gouf, an dats de Bernard Micho, dem ich dat ze verdanken, an hin dat gerne so net Chaos. Hin mech gefrot, hey, schon den Film gesehen, willst net den du weisen an. Hast du gewiese gehen, hat Claude Varinger den Film gesehen, dann hätte mich bei sich an de Büro invitiert, bei Samsa, an hört man das Superschein proposiert.
fir ganz kurz Geschicht an voilà, dat schon no der Schul direkt Chance gehabt eben und dem größte Film zu schaffen méch natürlich auch von der Fi man verburcht Szenario dat schreiben super können wir darüber schwatzen. Superchef meldet sich zum Rapport. Wie hat dat ugefangen? Ech als Lützeburger wies neich iwwer de Superchamp. Schwest du das ziemlich blamabel. Gonne mat opgewues an Ech kennt der ein Schneich de Superchamp so wat traurig ass. Schmengen zum Beispiel dir Medi du ich kann fi du wost méi de Superchamp. de Film raus alle Gotte gelees die Comic obsedéiert super ja, okay. wie Comic mega gern auch selber de Lützeburger Comic ja. warst du obsedéiert wann du an de Bürosäze gehst go keine Ahnung wat schwatzen du christ immer gesot war dat wirklich so aus dem Neicht so hust kennst du de Superchamp also de Situation war wirklich aus dem Neicht weil de Klot mich invitéiert ich hatte Klot 4 Drnecker zu Berlin war Party gesinn an oh das der Claude Waringo an der schön so ganz komisch awkward so von der Seite du geschwert an irgendetwas gestammelt dann so das einfach rausgegangen weil an okay merkt du war nicht so gut gelaufen schon irgendwann wie ich 16 war Hundschenker hin so Brief geschrieben für der Schenker du Stagiaire kennt sie an keine Antwort gut der Tisch also Begegnung mit Samsa war nicht nur die Bastel run an du demst du war die Film gesehen gesagt komm mal in das Büro an der sind stehen gefu an den der bei hin und das gesagt an quasi eng 3-4 Stunden einfach so von Menge Sachen gefurbelt der so 4 Hunde an der wollte schon abstuhlen weil ich gedacht na ich muss hier mal so wat mein Standard an der ging an so nee das war schon so genau und dann hat er gesagt das sind Rechte vom Superchamp schon eng Zeitchen hört an ob man Stadt interessieren an da sind ich voilà, also geht eben Moment also mein Leben geht nur dem Moment auf 4 und dem Moment voilà. Das ist wirklich ein Milestone an das wie wenn mir so die größte Kado den ich so an so Raumkrit gehen hat weil natürlich und ich möchte mal beschäftigt natürlich hatte ich Komiken natürlich der Roger Leiner wohnt zu Lönche gewohnt der Tisch mir Lönchen den Meerscher Gemengeburt alle guten Zeichnungen an dem Sinn vum Roger Leiner es sinn du mat der opgewurst, dats het gerücht gouft, dat van enker de Superchamp Film ginn. Op den nech mech mega gefriet hun wo ich gesud genial ich gi direkt gucken dat so super an das ech van de Mehrwert das der Wahnsinn. Ich muss auch so so Sachen net so esoterisch mit so Sachen wie so Laws of Attraction Sachen die sich viel visualisiert die geschehen noch an der Schwester Schenker Metropolis war wie den abgegangen ist und die Seite wenn man der Fischer aus von der Woche an der Schwester nach mit Kollege Bob sind ich bei der Busgang Richtung Auchan an schön Han mich geguckt und enges Dach so noch Plakat und das ist krass das ist natürlich auch wirklich geschieht schon Plakat auch selber das war natürlich mega was ist der Nummer drin ja, die steht längs die steht längs Dinge ja voilà, also so was das geschieht nee das ist auch ganz furchtbare Boden im Gefall das wirklich genau die richtige Projekt gewesen also voilà. noch mit dem Claude dat so ne? Also only day chance ich wahrscheinlich haut net so sitze ganz bestimmt net also an Deutschland gëtt der kind 3 Millionen für Superheltefilm zu machen schon Gürken den noch nie Film gemacht für drin also ki lang Film gemacht wird für drin der das ein unwahrscheinlicher Privileg den ich zu so gut Wahnsinn das als der Film Ugebäude gehen oder das gesot gehen eventuell wird dann musste dann du eng Überzählungsarbeit lechten muss es pitchen wie soll ich das vorstellen es schon net gesot kennst du der vorstellen dat schreiben und zu drehen und gesagt, ja net eng Sekunde gezeckt schon net eng Sekunde gezeckt als man also gibt so Sachen ne gibt so Sachen wo ich weiß nicht, ob der tun also mit der war net eng ähnlich Sekunde also an voilà, okay dann schreiben
schreibe eng Outline, schreib bei dir op und dann lesen wir die diskutieren darüber, da schreibst ein Treatment, da diskutieren wir darüber, da gehen wir bei dem Treatment bei der Fond gucken, ob den als zugeht für ein Drehbuch zu developieren, dann schreibst du das Drehbuch und dann voilà, dann irgendwann war ein Drehbuch gut genug aus, dann können wir auch bei Schauspieler gehen, können wir bei einem anderen Jungen gehen zum Beispiel, an ihm das proposieren, an ihm das weisen, dann gucken, ob ihn das interessiert. Voilà. Und dann Step by Step der Moment wo dann aus dem Büro rauskommt was bis der Moment wo nächsten Drehdach war das war wie viel ich meine 5 der Tisch hat sie riesig langen Prozesse das ja du lang geschrieben ja schon lang geschrieben 6 Versionen vom Buch von den 5 Versionen vom Szenario lang geschrieben bei der 6. aus den Thierry Faber dabei kommen und hört alle die Sachen die zu viel an dem Buch waren rausgeheilt dann hört bisschen Narration bis wie stringent gemacht weil an den Shooting Script die 7. Version der uns darum vom Thierry verschafft genau also auch das kann ich rekommandieren nicht lange alles zu machen also also ich fand muss ich sagen du musst den Vision holen und du musst den Ton vom Film und so weiter da musst du schon ab 3 oder 5 oder 20 Seiten schreiben dass ihr versteht wat gemerkt das an sind doch irgendwie die Geschichtdenker so ne dass das alles mal denen dass das alles abgeht ne wie so einem schöne Puzzle mehr dass dann eben einer Leute kommen also okay braucht man den rote Strang oder aus der tote nicht zu viel oder kann man balancieren ein bisschen besser aus das ist immer gut von du bei könnt also definitiv spätestens dann ist immer gut. Hast du während dem Schreiben schon der Cast am Kopf gehabt eine Idee gehabt für verschiedene Rollen höchste Rollen ugepasst dem nur wissen wen nicht kein spielen. Ja, also beim den anderen war immer gesagt vom Claude, der ich weiß immer das aus an für mich mal Desiree gesagt. Allerdings immer Desiree recht viel wie spät gefreut wird. Der Tisch man hat nie gesagt hat, dann hat wirklich ein Problem gehabt. Nee, den anderen Stung für die Claude, aber für mich Stung immer Desiree. Voilà, der Tisch das weiß ich immer an voilà, an nur eben noch mal den anderen letzte Schauspieler beschäftigt geguckt wenn du hast die auch andere Produktionen gemacht gehen von Comeback bis und dann ist natürlich auch schon gesehen okay du können Leute sind die Potenziale ja. Und das war ein ganz positive Erfahrung ist mal gesagt die ganzen Dreh wir genauso gegangen wie du dort gewünscht hast den Dreh also schon den absoluten Dreamcast gehabt schon ein Dreher immer ich mein stressig gell die Lehren an dabei waren die wissen noch dass das also ne, das nicht immer relax nicht immer relax mit mir weil du hast ja gerne abs bestimmt das Geld du sitzt 5 Jahre lang an einer Bibliothek lang der Tisch dann hast natürlich auch gern dass das den Tag dann noch so geht wie du dir das vorgestellt hast das war eine wunderbare Erfahrung und das wirklich auch ein wunderbar sind wirklich gut enkadriert gehen von Samsa vom Claude das klingt also der Claude nicht mit dem okay viel mehr gemacht mit der Claude der war der die mens gut geriert nicht immer genau dann Apps gesucht wann wisch war an man das wirklich viel frei gelos nicht imposiert an auch Leute selber also der das dann hat wisst viel man also das nicht ich meine natürlich nicht lang ne das ist auch die Leute von Sponsoren bis Location Leute die man ugefroht tun was sie matt getan hat das für den Superjump dann hatten sie Bock also schon viel von mir Kollegen zum Beispiel schon Kollege die bei den Pumpscheen schafft der Tisch mir gut noch dann Pumpschees wählen einfach du kannst einfach die alle guten Relationen die der Herr zu Lützeburg kannst du benutzen für bei den Film zu machen also der das schon alle gute Mengen Kollegen alle gute Leute die ich schon ganz lang kennen probiert zu integrieren an der Stung immer op der Schüllerin von dem wat Roger an der Lus 3 für Drden angefangen hat ich möchte gekannt mit den Personage und Leute kannt dat war immens dat war richtig gute schöne farbischen roten Schuhe an der dir immer die immer hat also das das ja sonst nicht nie der Fall sonst ist Film drehen das ein Drama war doch immer da sind Leute nicht so open den hat so viel positiv Gefühle bei den Leuten dass das alles viel Misch geschafft wird also dafür war das genial das ja Hundstrohwand du hast natürlich
4 an Deutschland gewohnt wo soll man an Deutschland das bisschen du bist Lützeburg kommen mir einfach mal ein Monsterprojekt zu Lützeburg größte Film den zu Lützeburg gemacht wahrscheinlich auch von den 12 von Zuschauer sicher natürlich also Zuschauer ja mir ich meine den neuen der Läufer Seel hört den Budget ja du siehst mal ihn nicht ja, verstehe Moment das ist der super Moment das ist super Jump den du dann ja den Athlet ja eng froh Di ich mal gestaltet beim Superjam natürlich könnt du komme viel so ran dass Film also viel so an der Film ja und das Film über der letzte Superheld den wann 40 Kilometer an eng Richtung fährst kennen ja. Und du da lo schreibst wie denkst du darüber no aus der Gedanken ich will da war lo vielleicht können man Deutschland mat go kann ich du international leid als der bis ändert wie du schreibst oder am Moment das egal geht im letzte geht die 600.000 Leid wie viel Leid die 200.000 die ihr kennen 100.000 die ihr kennen 682 Abwohner am Lande ja 40% davon sie kein Lützebäuer der Tisch die kennen wahrscheinlich auch nicht ja geil Direktorat oder Wählerschaft zu Lützeburg sind just 192.000 also von 19 bis Lützeburg schwätzen 200.000 das heißt das ein immens klein zu ja du von der bestimmt 7.000 Film geguckt der Tisch Wahnsinn ja ja das war absolut Wahnsinn mit den wie ich da geschrieben und ich war für mich ganz klar ich schreibe nicht dort für Lützebäuer schreiben du den Film den ich gerne an der Videothek gesehen hat muss so ich schreibe ich denke nicht ja die muss auch an Deutschland Dingen funktionieren dann ich wohl dass ich will einen Pixar-Film mit erste Personage machen voilà. Das ist schon ein Storyman die allgemein gültig ist die rival für Sterne gibt ich so immer das muss immer am Berliner Fenster funktionieren das Berliner Fenster ist das einfach zu Berlin oder U-Bahn hast du ein Tolle wo er natürlich kein Ton ist wo er auch so Sache laufen okay, die Filme die ich meine die müssen funktionieren ohne dass ein Ton lebt muss in diesem Fall wie Personagen zu nicht stehen oder wie sie gucken verstohe war irgendwie so phase ich weiß nicht ob man da immer gelenkt mir das war man Urspruch ich wollte immer ein allgemeingültige Film machen den eng universell Geschichte hört mir zu 100% wollte stehen zuletzt machen also das ist schon nie darüber geguckt der du musst du verstehst an Deutschland oder so der das witcherweis versteht Leute aber der Film auch an Deutschland mehr in der Tisch nicht all Witz logischerweise also vielleicht zu 60% oder so du warst dabei wo am Ausland gewesen gehen also wie war die Reaktion da? Das war mega das war ein Kollege von mir hat ein Filmfestival zur Zeit von der Berlinale gehabt Genrenale der Tisch wo eben viel Genrefilme gedreht gewesen dürfen hat gesagt komm mal weißt du noch dein Film du und ich so, nee ich will nicht dann ich verstehe das nicht dann das war das so und so im 20 Schauer war die Vorstellung der Tisch zu die mich Leute so und so wie so ein Deutscher gucken her doch wie soll die da nur gucken und mich aber das Stuhlgehalt an und ich gesagt okay da ich bei der letzten Ambassade gerufen zu Berlin und gesagt kann ich Wandschrift von denen Pop Superjump bekriegen ne so ein Pappaufsteller so Pappaufsteller weil die kostet 100 Euro Steck du just 3 an war eben bei der Ambassade zu Berlin und sie gesagt ja klar mir für was brauchst du gesagt ja und so ein kleines Screening aber wieso du weißt du Film zu Berlin genial wir machen ein Lützburg Soiree mit Creme mit Kredenzen oder Leute Kachkäser so weiter genial aber wir schicken und Lützburg Studenten ein Newsletter die kommen alle gar nicht so okay ein Newsletter darüber reagiert an das genau der Kontrakt waren locker 250 Lützebäuer Lützburg Studenten die zu Berlin waren die den Film nicht gesehen haben an die alle gute Schäden Kachkäse schmieren an Creme getrunken und den Film geguckt an war eng Wahnsinnstimmung an der Tisch die Deutsch Produzenten die ich dann invitiert hat ne das waren ich weiß nicht das waren da vielleicht 10% vom Publikum die Hunde neben gesehen okay die Leute lachen das offensichtlich Schwitz keine Ahnung für was sie gelacht würden mehr voilà irgendetwas schenkt du zu Stimme voilà das war genial das auch eng von denen coolsten Erfahrungen filmisch gesehen die hatte Stung Hannen mit meiner Freundin ich habe meine Freundin Reza ich habe mein Kollege immer der Mensch längser der Chris
gesagt, quasi nicht mehr merci gesagt. Das können quasi ein Foto von als Mann ist drin können schreiben heute ein König Bayer Klammern Deutschland ja. Das ist wirklich genial gewesen. Das war nicht so mit der Teiersaveren Tat. Die werden rausfahren, wenn du 100 gestellt hast. 5. Superjump. Wir? Der Superjump, den hast du schon lange verschwunden. Da fand ihn, den er findet. Ich meine, wir haben ein Problem. Geh doch nach, Rappes! Ich muss in eine andere Pfanne, wie du da grillen sie sich. Ernie, Matti, halt der Kappe riecht. kannst du nicht mich flehen? Zurückzukommen ist nicht so einfach. An der Tisch alle guten die Sachen wann sozial das wirklich das nicht einfach 5 Jahre Film schreiben du willst ja auch nicht kann auch immer sehen dass kein selber guckt geht kann auch immer sehen dass er keine interessiert das ist blöd also da war immer kann auch sehen dass eine fucking Pandemie könnte ne und dann voilà, mir du Sternestungen alle guten nicht wie Rito 2016 am Oktober an du hast das voilà du kunst so so pur Cameo immer so härterscher die ob man ausgetippt gouf an der teilt wie gesagt ich wünsche jede Ränge de Film möchte so Kado weil ja das Ball bisschen zu groß für lang den drohen so, kann ich, muss ich so, ja. Das ist ja interessant zu erwähnen vielleicht dann an dem Kontext doch dass da nicht von Gunst direkt so war weil den Asian Screening den du hast wusste der Film gesehen ist ja. Leute die nicht Teil von der Produktion waren ja oh ja da das ja an alle den Sachen Gedenkriegel die ich schon bei alle gute Menge Filme zum Beispiel mir auch schon der Film Show also gerade wost du da siehst fällt man die an also wie auch wie hört miss geschehen weil du gleich zählen all wann nicht ich ein krass gaff für Ton geschieht wann nicht ich ein schlimm Sache geschieht zum Beispiel von 3 Hauptaktoren Brüste Spähen oder von 3 Hauptaktoren springt doof den Dekor fällt wäsch war net ein krass Sach wie du geschieht wesig das Film scheiß geht aber alle guten Sachen die ich gemacht und aus immer eng schlimm gesagt geschieht aus bei einem Film an das Film scheiß das wirklich der Tisch es spre mich immer wann dat geschieht dem vorstellen aber noch nicht weil mir hatten die Film und schon die Film 5 Jahre lang geschrieben da geschnitten am wurden Post gemacht wir hun den vielleicht 6 Leute gewesen oder 5 also wirklich nicht viel Leute ne? Und du hast dann also vielleicht 6 Leute aus dem Claude Monte mir und dann haben wir den haben wir gesagt okay dann machen wir das Pressescreening für der Sortie ne den 17. Oktober war das 2016 an Pressescreening zuletzt bei just daneben ne wir sitzen am Motopolis die große Saal waren 20 Journalisten du Claude hat mal gesagt das sind da mehr wie sonst zuletzt weil wir sind ein kleines Land das ist wunderlos so viel Leute normalerweise sind da 3 oder 4 so die waren alle do den an der Jung weil nicht mal nicht Film die gesehen war mal im 10 Film geht las kein so lacht und du hast Bolz von 200 ich hatte Bolz von 300 einfach so wirklich war noch mehr schlimm wie auf der Premiere einfach an kein Mensch hat gelacht hat kein geschmutzelt keine Dich habt gesucht die Menschen den ein gut Zeit hat wareinander ich natürlich immer nur 4 auf die Journalisten geguckt ne das lass hast du Film fertig kein Applaus nicht Generik lebt so das sind die schlimmsten schlechtste auf der ganze Welt ich bin Steuergelder verschwendet gekappt da kommen da die Leute Knödler zack ja voilà, direkt jetzt nähert von der Gemeng hat Leute jubeln alle endlich an den kommen der Leute vom Motopolis nicht die dann so nicht Kinepolis sondern Motopolis gemeint das Dësche opgestalt Bayerbank bis mich schicker dann also Mikro drop gestaltet so ne Bünk an an die Gesichter geguckt von den Journalisten an Kinapps gesucht an net Lust gesucht an hue der Kind eng froh Silence complete silence so nummer irgendwelche Geschichten als Drpp geschnitten ja flott beim Film also weiter hätte bis mir de Klot geguckt weil hier war gut nicht nervös
ich war so stimmt komplett nervt mal und dann ist das ja mal gut dann da gehen wir bald Schnitterscher die Diana geht dir ob ne grell Sonnen schenkt man gesicht ich komme du wie mal was aus dem Saal an der stehst alle Götten Leute mal Mikro an enger schlagen wie in der Spielschule den flotte Film mich froh an hä wie werd du denn echt gesagt werde die froh nicht am Saal gestalt an ja mir wollte nicht dass alle Götten als Kollege ausfrohen her wie als Ege vorstellen Jiin huet natürlich gefrot wéi werden ton op die Idee kom wie da bist mat Schauspieler Jiin dieselbe vorgestalt Datcht du war so okay du war ganz bisse beruhigt mir ich schon wirklich gedurcht dat du gött neicht ich war net an den nächsten Tag war Premier mat alle die Leute 2 Sel und ich gedurcht oh mein Gott dat gëtt furchtbar ich gi gehabt an ja das dann ernst kommen mir ich kann just so also die Experience wünschen auch keinem dass der Che wann die lo guckt da wes wie dann gegangen das erzählt sich gut mit dem Moment hun nicht gedurcht das ein absolute Fail wann in enger Comedy kein sau lacht während anderthalb Stunden dann das kann gut ausgehen super den Tour super 6 Jahre hier und du hast sicher evaluiert als Regisseur wie schaffst du haut es das ernst im Vergleich zu Demos müsste nach Fehler ich meine 100% nach Fehler also das schlimm zum Realisateur ist so dass Fehler gesehen hat in meine Film an der den werde gesagt also das sind nicht Beruf wo alle guten als Fehler abgezeichnet gehen so a bester Qualität also weiter und du sagst genau wo Probleme sind am Szenario genau du voilà, das für immer auf Film gebrannt sozusagen mit die ich meine viel Fehler die ich früher gemacht und nicht mehr dass ich beim Superjump so 7, 8 Takes gemacht wo aber die Feierte schon gut war an Platz dass ich dann eng 20 Minuten Take nach 4 Takes man die Schnitt braucht wo ich hatte ich können der Schauspieler so kommen eine Variante von der kommen ab nicht kann man denken als schü Text denke so nicht guckt der schü dann denkt telepathisch die Sachen die am Text stehen dass ich Blicke hört für den Tisch zu schneiden der Tisch da tun ich gerne mittlerweile schon auch gesehen dass nicht alles immer so seriös der Tisch war eine bestimmte Plan eine bestimmte Shot ist eine Idee die ich hatte nicht drackend da wie du der Stadt an Mensch den die Film guckt wie ist das da denke geplant war der Tisch das überhaupt nicht schlimm wann der Lohn nicht dran ist so da sind auch Layered Sache lastlos sind an nicht alles sich nicht probiert und alles zu klammern da das eine Lektion das können aber auch von die viel Sachen drehen leer den da so schon also super Kinofilm an Deutschland und auch 3 Longmetrage drehen dann an 6 Stunden lang von der Episode von einer Serie der Tisch wenn du das Film müsst dann merkst du auch direkt okay du geht doch du better done than perfect also rap es werde ich mal immer so an da sind eben nicht so und in der Sache klammert ein gut Vierberedung ein klar Vierberedung gut Kommunikation als der wünsch immer mehr optimiert am Prozess also dass ich probiere immer so viel wie möglich für zu bereden viel mit Menge Schauspieler zu schwätzen weil ich weiß dass im Plateau keine Zeit dafür hast schon beim Superschein gut Erfahrung gemacht beim Casting ich wurde dafür viel Zeit geholt die Sachen und ich mal drüber geholt so kleine Tricke für dort zu machen schon geleiert wie man die Equipe schwätzt wie weit mischt also ich wusste ja schon wie mich auf der Filmschule einfach so besser durch die ganze Prozess zu navigieren einfach was das so klar was kein Kursleser selbst nicht wie was die 100 kein Kursleser kein 100 Filme gedreht mehr du willst einfach besser durch den Kraft anzudealen das vielleicht doch ganz wichtig weil du weißt dass eben okay ich kann mich nicht an der Filmproduktion schon Footy machen dann hast du eben keine Kraft mehr für den Ton voilà. Aber doch gelehrt und dass sie wirklich auch viel Kraft braucht auch Körperkraft schon beim Superchamp sind dann immer
ich war wirklich mega formisch 3-mal Woche den Schlaf gegangen an 10 Mal nach Schwammen es war wirklich topper Form an der das auch es alle Realisatrice kann rekommandieren so schwitze mehr für die Sache du brauchst kirpelig Kraft ja auch für den Kopf frei zu kriegen die Kopf frei zu kriegen sowieso voilà, das schön Nebeneffekt ja wahrscheinlich so echt da ist über einen Film wie dem Superjam von der Selbstsicherheit so Confidence die du als Regisseur hast echte Langmetrage und du hast direkt die größte nimmt zuletzt an dem Film gëtt Moment wo du denkst sinne schreibt richcher Platz huncht Verdenktheit ze sinn oder denk frohen dit ich wieso will 5. Take mache wissen Menge sieht wie schon gut also ginne du selbstzweifel ja, du will schwatzen oder net will schwatzen also ob ich net verdenkt huet aus dann nee wen hört schon nicht ja, verdenkt alle guten die Schauspieler sie alle gute viel méi erfahren wie ich gewircht viel mal gedreht sie wissen noch ganz genau wie sie wirke wie sie rüberkommen sie wissen wat funktioniert wat nicht funktioniert der Tisch du kannst du den dat wüsste kannst du uns haben du kannst du auch dir von den Schauspieler Sache so losen an da tun Job der Filmschule effektiv geleiert dass du brichst so Göcken zacken aus der Krone wenn du siehst du beste Idee was kannst mal wie können wir dich viel besser machen du gefällt mir nicht und dann auch eben offensiv für so Sachen ich so immer alle guten Credits ne das Filmplakat hast du schon gemacht steht ja schon drunter wie Regie fährt und so just von der in erster Equipe oder wie auch immer oder Schauspieler eine Idee gibt hier steht nicht dass du schlecht bist mehr das ist einfach wow super Mama so und ich encouragieren das aktiv ich so immer von allen Touren bei der Equipe wirklich wen eine beste Idee hört wie das was du gerade machen so zum Assistent oder so zu mir ich kann immer noch nie so wann gut ist da machen wir das also kann ich das 100% wegen von just eng sehr aus dem Podcast hört also das wirklich stellt ein Ego Hand nun los Leute helfen die sie immer nach der Realisateur oder Realisatrice und können immer noch sehr gut Sachen bei rauskommen auch von nicht alles sehr Idee sind ja das ganz fisch und der Tisch gibt eben noch Confidence wie soll ich sagen also du musst natürlich wissen was du erzählst ich habe für lange die Skript geschrieben natürlich auch schon Personagen auswendig kann natürlich ich kann auch immer antworten ich kann auch immer hin so weit mal dabei gedurcht tun mit den Gesprächen und ich 4 Druck gefordert bis mir ganz viel für Druck geschwärzt an dem Plateau eben nicht so viel dass ich bis mehr bis der Mann ein Variant das nicht so dass du so nach was geht an dem Film das tut spät ja das tut spät also das Prinzip von denen Sachen ist immer das ist nicht wie sie den weiß mit Löffel gefräst ist wirklich nicht es sind nicht alle wissen ich gucke immer was die anderen könnt sie genug Leute sie wirklich fährt Leute plus Schauspieler das geht dick durch genug Schwarmintelligenz für Probleme zu lesen ja und ich meine dir sie dann 2 Regisseuren und schmengen man so stimmt mit die Momente wo dir so am Material da seht wird meint oder Joren wo ich vielleicht einfach ganz einfach Sachen nicht gesagt ja. Die alles so an engem Blick sieht da könnt se wieso geschieht das eigentlich und das bin ich froh die kein Ludo ja, die Moment voll ja. Man hatte bei der Probe eine Desiree mal eng Idee gehen wie ich kann locker 1,5 oder bald 2 Seiten Dialog an Szenen also kürzen op Satz einfach so hat gelesen gespielt an das aber gute Schauspieler hast dann so die spielen da alles na du guckst einfach nur weil es natürlich hier Handwerk beherrschen mit das der cool dann nicht von so kannst du ich muss alles so geht kannst du nicht einfach die Dote vorstellen deswegen kannst du einfach so wie gesagt das war Oper mega langen Dinge so wie sie drauf kommen dass der Oper der Basen hast hat einfach gesund kannst du einfach so gesagt das war Oper Schwester für Oper ausgesagt und schon ja natürlich voilà. Der Tisch natürlich an weil ich wusste genial mussten 2 Seiten nicht drehen wurden die Satz ich kann da nichts fertig der Tisch also wirklich Schneiker holt die Idee von der Leute ja das ist eine Kollaboration ja das ist nicht lang hältst du gerne den Lift fährst du gerne am Lift ja ja weil dann hätte Fabian einen vorzustellen du trägst auf der Knöpfchen der Lift kann Tiere gehen ab wie steht du aber hast der Person zu so an den nächsten 30 Sekunden in einer Minute wie lange auch immer der Dauer oder am Lift sieht eine Person wo du hoffst dass du dagegen stören eigentlich du immer wo sie treffen lebe ich oder dort oh wow
ich meine an dem Lift bei mir am Lift steht 100 Pro de Spielberg an wat gi schon freuen ich gif so merke wirklich ganz genau ich gif mir dann eben bestimmte Plan raus eng für singe Filme die ich gut kennen an so hey, komm mal Schweizer so merke ganz kurz wie es den doten Kameramove 4 berät ist wer ist die gesagt dass hin du musst du das Kamera deiner du möchtest das hin du hintergeht also wie ist dat designt dass der so elegant ausgeseit ohne dass ihn das ist artificiell also oder so wie möchte dat gebe ich vor wie stage du wie müsst du der Blocking ich weiß einfach für Leute die schon eine Platte wären dass hin steht das nicht mit dem Storyboard an hält sich das sklavisch tun mir hier könnt bei viele gute Sachen könnten Plateau op de Idee an die Gedem gesagt und du gehst gerne sei Prozess kennen dat ich weiß das den hut ich weiß dass du bist so an ich will so halt 5 Bilder ich will nicht 5 Mal Kamera umbauen los sie verlehen dass man die könne man die verbannen mir nicht so eng Metris dran dass ich voilà, ich gebe gerne den Shortcut was du wie möchte 100 Pro bist du sozusagen am Kap von der Logik so sehr gif go und du hast die 5 Sekunden für viel von Spielberg es geht bei Indiana Jones am Indiana Jones gedenkt sehr gut sehen wo den Indie freikönnt ich schnapp explodiert Kamera gedenk Explosion Leute die op Kamera schwenkt nur links mir gesehen von den Nazien die 4 sitzt die springen dort Kamera fährt weiter da könnt den de Bellog den französischen Archäolog können dann Bild an dann schickt den die andere fort Kamera schwenkt rum Trick an dann explodiert 100 dem nach dem Turm der Tisch geht so eine Explosion zweite Explosion auf 5 Keyframes du tischt einfach und das wird absolut perfekt gemacht an einem Take ja sie ganz viele One-Takes annehmen also ihr möchtet ganz viel 6 Pläne an einem Take fängt super ab der Zigarette dann können den Hand dann geht Kamera rauf da können den Brech op der Seite den DVD verdeckt in der Bemo du steht da könnt den voilà, das sind immer so beim Doktor hast du die 5 Bulle dickst die an dann voilà. Ich möchte ganz viel so Sachen an das kannst nicht storyboarden dat musst du wirklich Plateau selber machen an voilà, du gebe ich wirklich sein Prozess kennen guck dich gut dass kurz ihr die Verforschung losgeht mit dem Cameo wohin er dem Cameo hängt könnt voilà. Viel also gehen bei YouTube gibt so Konferenzen wo daneben bisse Sachen erklärt natürlich nicht, dass dann immer nicht immer nimme für Leute die vom Fach sind der Tisch Leute die nicht vom Fach sind die langweilt der dich da du sei wenn man Realisateuren die dann eben ganz genau bist du wie unser Podcast den andere Film aus dem Tipp so gut die könnt bei YouTube können noch Emblem gucken das ist nicht echt so Kurzfilm den er gemacht hat so 2 Leute die so Autostopp machen also darüber kennenlernen du sie noch Plan dran die ich wirklich bestimmt feier ein bisschen gucke für zu verstehen was überhaupt geschieht so genial aus der Stage und Tipp war 22 Wahnsinn also wirklich an der Chain eben wann du so inszeniers die beschneit so inszeniers wirst du eben einen immens schöne Flow kein Zeit geklaut wann du schneizen Spiel immer bisschen dass du so bisschen Zeit war schützt das eben nicht mehr ich hab's fehlt so aber Zeit mir oft muss weil so bisschen so zerfallen kann wann die nicht so resettet weil aber hin aus genau der Kontra was ganz lang an länger Dingen der Tisch ist immer die Spannung von länger langer Preis Genuss bei der Sache so natürlich schwatzen also du hast schon gesagt geht 4 Superjam Superjam wie hat den Karriere beeinflusst was kommen Superjam also du werdest super raus du eben die Freundin die auch bei mir auf der Filmshow war gefroht ob es nicht Lust hat ein Episode Großstadtrevier zu machen und der schöne Serie kannt das ein Polizeiserie die keine Ahnung 6-7 Jahre mittlerweile gibt die ganz lang lebt und eben gefragt willst du die 2 Episode machen ich gesagt mal klar gern sind ich bei Hamburg gefahren und Produzentin kennengelernt schon hier pure Sache vom Superjam gewesen effektiv die man noch am Montage hatten an dann ist bestimmt 6 Wochen weiter gelesen ich war gesagt okay kannst drehen bei Eis an voilà, als mega Chance gesehen schon dann natürlich auch alles gestoryboard an 1000 Sachen dann hat
relativ viel Chance bei den Skripten, weil die Skripten, die weißt du als Realisateur nicht, die kennst du nicht. Das heißt, du siehst so, ich mache 2 Episoden und du kriegst dann eben die Skripten zugedeelt, die sie dann eben zudeelen. Ja? Und geschieht das immer eng ähnlich, das immer, dass also alle Episoden Schluss sind dieselbe Personage. Sind immer dieselbe Personage, weil genau, mit den Kult bei Großstadt wäre das kein Stil, den imposiert wird. Das heißt, das nicht so, das muss alles keine Ahnung, das ist kein Handkameramann oder muss alles mit normale Linsentisch gedreht geht oder so. Das heißt, du kannst alles, wirst du als Realisateur relativ viel Freiheit an die Equipe, die du hast, zu die Leute bei, die da eben schon sind, da 3 Jahre machen, an die Schauspieler, die du am Cast waren, sind auch immens gut trainiert für die Sachen, von denen wir gerade gesprochen haben. Das heißt, du kannst die relativ gut deep stagen, ne? Sie kannst du heute kannst du hin, wann da geht hier langstöcher, wann hin es schon umdreht, da kannst du nur 4 also Sachen, also sie richtig gut daran, also Marken zu treffen, also Sachen. Sie machen das normalerweise nicht, weil die meisten Leute nicht so schaffen. Die Kamera einfach auf eng Schiene gemacht, die eng Whiteshot mischt, wo ihnen alles gesagt, dann da geht nach Close-Up rausgeschnitten. Das ist klassische Coverage. Weil das mit mega alle mega langweilig zu gucken. Ne? Das, voilà. Und wenn du dann anfängst mit so Sachen, dann geht die Kipp, die geht da weg, das jeder friert sich dann natürlich, wenn du 20, 30 Sekunden hat, die längsten, was so Sachen dann eben klappen. Ne? Dann ist jeder noch wirklich dabei und dann Linas Hager Kivel hat natürlich dann Schulz wann net klappt an dat war eng mega schön Erfahrung hat wie chance mat de mechte Skript de war super in zweite Skript war net so super me das so gewircht dass dat war den echt die zweite Skript sich gedreht an den Claude Oliver Rudolph Schauspieler die noch bei der Bootmat gespielt hat noch an einem Kurzfilm von mir an James Bond voilà. Ja den the world is not enough ne Dennis Richards ja genau ja du spielst ja an ja du hin so ein Prisonnier gespielt den ersten Prison raus könnt an nach so Trauma der hört vom Prison Szene sollte so ein dicke Kabel an der Hand halen aber den Messer so op die Kabels schlue voilà. Als Roserei genau an am Drehbuchstellung an der Tumor ums Set beschwert du hölst Messer du pickst nicht beim Messer an die Kabels an der Hand wie du drehst Messer an den hörst eben den Still vom Messer ne, die stumm was mit dem hest einfach auf die Kabels die mal bis nur geschnitten dass es sehr futti geht oder echten Take wird gemacht die Kabels geholt 3-4 Mal am Still vom Messer geschlossen Messer an der Hand umgedreht und ob die Kabels durchgepickt bis natürlich durch die Kabels aus den Hand dran gepickt wird. Das hat wirklich direkt mega angefangen zu blüten. Das hat wirklich mega davon gemacht. So Rock. Oh. So. Alles on camera. Genau, das war von den letzten Takes, die wir gemacht haben. Das ist mir Gott sei Dank schon, also den Tag selber. Hoffentlich war die letzten Take. Ne? Nee, das war nicht die letzten Take, mit war nicht, nur hat man eben den Verband. Genau, das heißt, weil er und dann ein bisschen Drehaufbrecher sind da bei einer Klinik vor statt dann mich so gebüt gehen einfach wirklich krass und nicht aber noch an der Klinik nach Bildzeitung gerufen an ein Fotograf von der Bildzeitung aus ein Hotelzimmer kommen gelöst wie sich mal dem coole Verband zu fotografieren an dem Messer oder so weil er hat wirklich direkt darunter gedurcht. Dat war den echten Drehdach von dem Tournage, wo ich für die Deutsche Tolle geschafft habe. An den nächsten Tag stung an der Bildzeitung Claude Oliver Rudolph zersticht sich blutig die Hand bei Großstadt Revier. Das war der echt Produzent und an tolles Schein gelesen von neuem Tournage. Den ist schon gefangen. Dadurch, dass die Episode auch gut geht, also es geschieht ist. Also ganz nice, das wirklich nicht die besten Episode mehr das ist eine Episode, die ich da noch gedreht habe, die ist wirklich cool ging, an die auch Menschen dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, ich will das nächste Jahr Feier drehen. Und dann ist nächstes Jahr dann uns der Feier gedreht, wo ich auch Chance hatte am Skript, die alle gut unterschiedlich waren. Und wie ich die Feier gemacht habe, die auch gut on time, on budget, on schedule dann gemacht haben, das ist auch wichtig. Ne? Du kriegst die dreh dich und dann muss etwas machen und dann guckst du, dass du an der Zeit bleibst und so. Ne? Das ist ja einfach, du musst ja auch ganz normal so verdient gehen.
an Dorop sinn hus man dann den Jubiläumsfilm ugebëden. Groß hatte wir Jubiläumsfilm, dats eng Serie deben tcht 6/7 lebt an de Film, was daneben um 2015 Primetime gelaf. Die Nummer dann 2020 gedreht zur Pandemiezeit. Voilà. Das den D-Film op der AD, den die meisten Zuschauer hatten, hat 7 Millionen Zuschauer, wat incroyabel, das quasi dat dürbelt, wat normalerweise so op der Platz hin. Wann dann lo so ein Skript könnt, du sest, da das nicht gut gehen, oder du weset schon am Moment, wo das Skript könnt. Ja. Ich stelle nicht das vor. Also die meisten Regisseuren, die ich kenne, die will Nations nicht machen, weil es nicht gut ist. Ja. Und zweitens, ja, die wollen alles perfektionieren. Und das da bist und du auch. Ja. Nachdem du von einem Prozess kennst, wo du komplett alles ziemlich an der Hand hast, jahrelang geschrieben hast, du kennst so ein Skript daran, wie stellen dich das für wenig kriegst du für um Tonage, was sind deine Gedanken, siehst du deine Mappes, probierst etwas anderes, kannst du etwas anderes. Also die ersten 2 Episoden hast du gesagt, du änderst nicht Wort, weil so schon an der Kanze nicht gewusst, wie das geht. Und mit die nächstes Jahr die Feier, die ich gemacht habe, du hattest so komplett Vertrauen. Also du hast mich gesagt, kannst alles ändern, kannst alles, alles was dann auffällt, mal was willst. Just kein Messer weil nie mehr gemacht, der Mensch auch nicht einkehr. Ich schon noch auch die Balko-Filme auf Teneriffa, du mal alle gut, alles wird geschossen, das Feuerwegs, also es gibt kein Kind in irgendein Kartusch-Chase oder so, das ist absolut nicht notwendig, das zu machen. War das nur Alec Baldwin, Rush? Das war sogar während dem, den zweiten Film mal gedreht, wo das geschieht ist, ja. Genau. Also ich habe gesagt, es gibt wirklich keinen Grund, also mat trische Waffen oder mat Blanks rumzuschießen, das mega hart an dauert ewig dat zu resetten an so Scripts Sachen wo Aschle an der Mauer sind dat alles hin zu machen, das fi am Aftereffects du einfach an Dinge drauf gesagt fertig gesagt absolut dat gedeckt du für sie auch gefährlich mega gefährlich Video op YouTube wo dat geschieht also dat braucht kein Mensch braucht dat Sarahs mit den Skripten du hast dann du hast so gesagt du probierst der beste Mann auch mal der Schauspieler nicht das Schauspieler einfach der Roboter sind sie noch gute Ideen an all die Prinzipien gilt noch mehr ich probieren dann immer bei denen Sachen für Tele probieren ich immer eng ob man einen Take so zu machen genauso wie am Skript steht was den Dialog betrifft und dann Mengen Varianten zu machen die nächste Montage stehen ich machen sie Mengen Dinge dran. Aber sie dann vom Telesender so von der ARD wo hast den Text die Melo die für du werden dann kannst du immer so ein Meier heißen hat doch eigentlich gesucht oder noch immer so du bringst mich immer zu couvrieren weil du willst dann nicht du sitzt bei den Leuten so husch und das was ich mache besser von genau da so sie ja als Beruf was die Skripte zu entwickeln am Erde schon gerne dass das auf unsere gemacht wird Wann ich looking froh war 3 Filme du misst 3 Filme nennen die dich am allermeiste geprägt tun die dich barflos tun und Dinge Leben an Dinge Karriere 3 wären das genau die 2 die ich mal im Kopf immer zugeguckt und das den echten Indiana Jones den Terminator an den dritten das The Shawshank Redemption ja, ich finde den Film mega geil fand ich fantastisch Film. Das ist den highest rated Film und IMDb. Das ist immer The Godfather Shawshank Redemption. So, The Godfather sucht sehr gut. Mit Shawshank Redemption fand ich mega. Inwiefern hat den dann einen Einfluss auf dich? Aber das ganz witzig. Also ich bin nicht kriminell oder so, aber Prison und ich immer immens cool als Location fand für Film. Ne? Stakes sind heiß, ich habe so ein Spiel, das ist eine neue Welt, das ist eine Welt, die man nicht kennen, materialische Gerichte, Gesetze. Das ist eine Zivilisationsstufe unter der normaler Gesellschaft, ne? Dass wir auch Charge gelten an Regeln, das ist das immer gute Dinge für Drama zu kreieren. Also viel von meinen Lieblingsfilmen sind Prisonsfilme. Ein Prophet zum Beispiel, geniale Film, voilà, Shawshank Redemption, Pure Escape Filme, die ich sehr gut fand. Wallo en jungen filmbegeerte Mënsch beidech kënner se ichch vergieren dat mache was du muss Regie feieren wat hast du dem ze soen als Tipp als Advice fir enger vollereich Karriere zu machen. Dat ich das du bestimmst der wie selber. Man net wat die einer Leute machen
am Anfang muss ich Sachen nur mal für zu verstehen wie es funktioniert das kannst mal dadurch mir du hast genug Geschichten an länger Stroh an länger Familie für ganz kreativ Leben zu füllen der Tisch halt dann ob guck weil so Geschichten rundherum dich hast der zwei das vernetzt sich mit Leute die ähnliche Interessen haben das mehr einfach haut wie so Leute von die du mal da schaffen geh an de BTS ich war selber 7 Joer und du Kurre gehen 2 Motor kann ich nimmer rekommandieren sich du mal das zu setzen das ist ein super Einstieg für du Sache Gewürze gehen dann singe ich Schütze man auch mal Equipment zu schaffen und man andere Leute die ähnlich denken das schwer ist wird immer sehen DW konsequent zu go weil das einfach eng immens schwerer Karriere und ich hatte du mega Chance mir schon genauso gut auch schon viel of so gut für Sachen Projekte die nicht weitergegangen sind wo ich aber auch viel Zeit dran gestochelt der Tisch das darüber kann ich am Anfang nicht viel berät gehen ne? Bei der Filmschule wo man den Aufnahmeexamen du hatte dann keine Ahnung 600 Leute die sich melde sie hören das 10 5 junge 5 Meter weil schon mal bist du mehr junge wie Meter du hast Chance als Mädchen hast noch wie größer wie als jung so 25% junge 25% Meter der Tisch rechnet immer dass das klappt aber sie gesucht tun dass den Plan B hört soll die Plan B machen weil de Fett dass du Plan B ist hier schnitt dass der Ding absolut Priorität ist wie wann du gewollt was all Jahr dich heute melden an immer hin zu kommen weil du willst viel mehr du musst das machen also es nicht dann hast richtig und dann hast einfach noch immer mega schwer also das eine Passion an das Luxus den natürlich nicht das nicht reden für so Leben gemacht das also gibt wahrscheinlich viele Leute die gut Filme machen nicht leben 100 das sehr das Schauspieler ist natürlich noch nicht schlimm du Filme man als etwas was wirklich mehr eine Berufung aus für ihr Beruf auf der anderen Seite kann ich so ein wann sie das muss als den absolut besten Job auf der Welt schon wirklich schon ganz oft stehen schon Plateau also dann zu Tenerife hat man so Helikopter und Explosionen in der Boot da und ich das ja der Wahnsinn ich gehe halt ich kann noch so in dürfen du kriegst die Sue so gut die mal nicht ausgehst weil du könnt ja alles für dich bezahlt werden Tournage geil ich krieg Sue gehst nicht aus und du kannst halt immer Sachen spielen das ist genial wie als kleinen Kant das Kid in the Candy Store genau ja. Das ist genial an Leute schaffen die cool sind dann die auch interessant sind als alle mögliche Gegenden kommen an die kennen zu lehren an Deal von Dingen wie Lebenszimmer zu kommen das ist ein absolut Privileg also denn du kriegst richtig viel natürlich mit den Dramen die Beruf verlangt immer viel Offer von der finanziell an emotional an also den Relation also das 50 oder so das 50,00 lehnt zu länger 40,00 ne an die 00 lehnt das einfach das war das alles ausmischt du musst da immer vorstellen sinnisch kannst du mal erleben dass alle die Leute mehr verdienen mehr sehr an ihre Karrieren für kommen an ich weiß mal nicht ob ich dazu gehöre wenn du so hart schaffe wie es geht auch jemals werden erreichen dass sie frohen mit denen ja ich muss mir auch all darstellen das heißt denke darüber nur mir dann vergisst darum an du hast die Leben geil was sollst du das machen ich kenne viel Leute also das kann ich vielleicht als leicht vorzuhören ich kenne viel Leute die hier drehen eben verroden hun oder was ist verroden die eben nicht abgehen hun so zähgelos weil sie gesagt du hast nicht meint das ist auch dann okay mir der Rückgrat mit seinem Rückgrat zu leben der ganz Leben ich hat an net probiert zu hun dat ass méi schlimm wie zu probieren an daneben zu okay nur 10 Jahre oder 5 oder weiter schlimm git schlossen net sinn also wandert wild man der probiert der balle fall et gëtt wie geschüst ihr liewen an das auch net an wie gesagt még Eltern gesagt seriös an da müsste dat nee bei die crazy Sache lo die seriös Sachen die kannst du immer machen also du gi ich wirklich du kannst noch mal 40 Medizin studieren was du willst me probier dich aus an loset net lustig mit aufschrecken davon wenn nie so einfach wie Haut zu machen.